Shalom Aleichem. Moshe Brodersen, Dichter und Dramaturg, ist geboren geworden in Moskau dem 23. November 1890. Aber Gurin Gichen hat der Balabus von der Stadt herausgetrieben von Moskau alle Jiden und Brodersens Tate hat sich besetzt mit der Mischpuche in Lodz. Nach den Jahren von der Ersten Weltmalchume und nach der russischen Revolution hat ausgeprüft in Moskau seinen schreiberischen und persönlichen Geuer. Nachdem, wie in 1913 ist in der polnischen Stadt Petrikow erschienen seine erste Liedersammlung, hat Brodersen die weiterdicke Werke herausgegeben in Moskau. Dort hat aufgedruckt etliche Zyklen Lieder in 3 Nummern von dem ersten nach der Revolution jüdischen Journal Kultur und Bildung. Im selben Jahr hat sich umgekehrt in Lodz und du hebt sich ein neuer Period in seiner Schaffung, was dauert eher 2 zendliche Jahre. Ein Virtuos in Gram und Rhythm, ein Meister von kunstigen Sprachkombinationen, schafft Brodersen in der Zeit glänzende Kinderlieder, gründet dem ersten in der Geschichte von jüdischer Theaterkunst, Alalki-Theater, und dem jüdischen Kleinkunsttheater Ararat. Schreibt für seine Pjesen 14 allein. In den Jahren 1936 und 1937 veröffentlichte die kurze, sarkastische, dramatische Werk Sherlock lacht, Oita Dafe, Heinrich und Lorelei, in welcher beweist die Barbarischkeit von den Nazis. Auf der Zweiten Weltmalchume schafft Brodersen die Poeme Jud, euch auf derselben Thema. Wenn die Milchume bricht aus, geht sich ihm an, noch einen langen, verdrehten Weg umzukommen in Moskau. Nicht gekickt auf die Größe Maternischen, ist sehr schafferisch, beteiligt sich in beide literarische Sammlungen gewidmet der Milchume-Thematik Heimland und zum Sieg. In 1944 schreibt in weiten Turkul Karakalpake eine dramatische Poeme Gerechtigkeit, gebaut auf die Materialien von dem Gerichtsprozess, was ist vorgekommen in München noch in 1529 und rief sich sehr über mit den Geschehnissen bis der Zweiten Weltmalchume. In 1947 führt Benjamin Suskin in Moskwer Gosset seine Pjese Erev Yontev. Aber sof 1948 wird Brodersen arrestiert und verschickt in ein Sibirer Lager. Nur in 1955 befreit man ihn, kehrt sich ihm in Polen, ein Kranker und Neusgeschäbter, und starb von einem plötzlichen Herzschlag, dem 17. August 1956.